D'Octave was Terzsteck vum engem Jubiläumsjahr, an dem wir op 350 Jahre Erwählung von der Trächtrin als Stadtpatronisch zurückgucken. Den Titel von dieser Octave mat dir an eng Neuzeit an der gleich a 5-facher Deklination ënner dieser Schrift Marche avec nous Marie, wo man wolle betonen, dat der Pilgergang zur Trächtrin am Lied op ass für all Sprachen, für all Kulturen, die hier an der Stadt an darüber heraus mat eis schaffen erleben. D'Octave präsentiert sich an diesem Jahr mit einem Logo, den es durch die nächste Zeit begleitet. Dieses Logo ist bewusst einfach gehalten. Nas an einem orangen, eng Wärmfarbe, der es zur Begegnung alluet, Mutter Gottes von immer ganz einfach stilisiert an enger Mandorla. Sie ist auch no Jahrhunderten Symbol von der Hoffnung, Spes Nostra. Wenn wir gucken, hat sie die typischen Attributen vom Kant angefangen bis zum Schlüssel von der Stadtpacht und dann den Zepter, der wie ein Stern ausgeseit. Ein Stern, den uns daran erinnert, dass gerade durch damals am 17. Jahrhundert die Marienverehrung nicht ein klein Lokalsache war, mehr weit über die Grenze von unseren Gegenden hier Spuren hinterlassen hat. Der Stern dann aber auch als der Stern von der Neuevangelisierung, wie wir die Mutter Gottes nennen, und wie der Papst das immer als seine Schriften ausdrückt. Eine Mission also mit neuem Elan, neuen Initiativen und neuen Methoden. Das Programm von der Octave schreibt sich heiraner an, und probiert durch neue Wege zu gehen, mit unterschiedlichen Akteuren, die mir und den Tisch geholt haben, bis hin zum Künstler. Gleich bei der Eröffnung von der Octave, den nächsten Samstag, fanden wir einen flotten Highlight mit der Präsenz von rund 80 Pilger von Kevelaar und den orthodoxen Seminaristen von Paris, die als dieselben Abend 7:30 ein schönes Konzert für ein Votivaltor werden anbieten, mit einer Konferenz von einem orthodoxen Theolog, also eine Öffnung, eine ökumenische Öffnung. Neben den traditionellen Pilgermasse für die Poren will ich aber auch die Initiative von einem Solidaritätsgebiet dafür hier, wenn der Montag zu Abend wird stattfinden, wo es darum geht, Flüchtlingen und auch Männer bemittelte Leute in neuen Zugang zur Oktavspiritualität zu geben. Das sind die sogenannten Afflikti, die man eigentlich als echt missten für Votivaltor gesehen. Beteiligung auch von der portugiesischen Gemeinschaft ist ganz groß, das ist den nächsten Donnerstag zu Noven, die werden eine große Wallfahrt machen, die über 1000 Leute ganz oft Matze springt. Einer Moment fand er gern an dem Octave-Programm an ihrem Pressedossier herum. Da will ich noch schüss sagen, dass zum Aufschluss von der Octave den päpstliche Legat, der Kardinal Wölki von Köln, kommt. Hier wird auch ein Message von Papst François mitbringen, und das ist für uns ein großes Frieden. Wir sind eigentlich darüber schon ganz gespannt. Die Octave lädt an, aber auch mit verschiedenen Ständen am Bahnhof. Das große Bücherzelt, was nicht von der Octave wegzudenken ist, von der Erwurzelbildung, Missionszelt mit ganz vielen Benevolen, und dann an der Entree von der Innenstgas eine Struktur d'accueil, wo die neben Octave-Informationen eine Reihe von Jubiläumsgadgets wird finden, unter anderem die Kerze mit dem Logo, auch mit dem Motiv, also mit dem Thema von dem Jubiläumsjahr von der Octave, und 2-facher Ausgabe, auch ein kleiner Trisch drin, die wir machen gelassen haben, aber besonders auch hier ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel aus Silikon, was ein typisches Attribut ist von 350 Jahren, weil die Trägerin den Schlüssel überreicht hat. Ne? Den geht einfach an der Struktur, da kann auch sogar für nichts die Schlüssel. Ne? Kommt gucken, es sind noch Bronzeplaketten, die wir machen gelassen haben für den Jubiläum. Allem an allem will ich sagen, dass die Octave lebt, und das auch gerade durch viel Hände und durch viel benevol Leute. Wir haben ungefähr gezählt, jetzt sind 150 Benevoler, die rundherum die Octave sich abbringen, wuseln, vierdrun, währenddem und noch noch.
Ihnen als große Lob, in herzliche Merci an noch als Wertschätzung, weil ohne das Leid gibt es kein Oktav gehen. Ich enchaîniere ganz gern, was Madame Schmidt gesagt hat, dass zur Schlusspression zu dem außergewöhnlichen Ergebnis von den 350 Jahren Erwählung von der Trägstring zur Patronisch von der Stadt der Papst eben in extra Gesandte schickt, der päpstliche Legat an der Person vom Kardinal Wölki von Köln. Der Papst Franziskus hat, ich meine, an einer Rede am Dezember gesagt zu Rom, wie ein Bild von der Mutter Gottes von Guadalupe do war, die hier in Mexiko wie in do war, so deferiert hat nicht gesagt, ich habe bitte nimmen etwas von der Mutter Gottes von Guadalupe, sie soll dem amerikanischen Volk die Jesus weisen. Das wird bei mir ein bisschen Klick gemacht. Ich denke, wir könnten das Selbst Sohn von der Oktava, von dem ganzen Jubiläum, Trägstrin soll als ihre Jungen die Jesus weisen, an no bringen, und dafür werden dann auch der Oktav predigten unter dem Thema mit dir an eine neue Zeit, dass dir so deklinieren mit Jesus und mit Maria an die neue Zeit. Ich denke, Maria als Trägsterin dreht kann du mam präsentiert seht lauscht op mein Jung geht ihm nu an denen 40 Predigte wird das Thema dann an allmähliche Formen dekliniert gin mit Jesus Christus mit Maria ob eng der weiß die nicht unbedingt heißt theologisch als mit dem Jesus einfach an so wie man als Evangelie kennen nur geht an als invitieren lassen so Haltungen die hin hat unzuholen die dann natürlich auch bei Sänger Mam rümpfen dass man für die Neuzeit gut Begleitung haben. Ich gebe das ganz gerne so eine Bildstelle von einem Baum. Wir haben ja, ich denke, dass das kein Zufall gewesen dass für einen 14. Fundamenter von der Glassiskapelle da oben beim Nikolaus Kirchweg drin von die sind, das wird mich erinnern, Wurzeln, die gesagt nicht unbedingt mehr, sie dienen dem Baum leben, aber den gesagt, dass die Krone vom Baum an Dächt, an Zweigen, an Blätter, an Früchten, aber ohne Wurzel wäre das nicht. Das ist ein bisschen den Enjeu, ob Wurzeln zu wissen, wo ihr herkommt, dadurch zu beleben, eine Tradition von einer Verehrung von der Trägsterin, die hat sich mit der Zeit geändert. Und wir haben nach Schluss festgestellt, mit Herr Langini, ich meine, 1843 hat in demoligen apostolische Vikar waren, ne? Der Laurent, ja. War nicht Bischof von Lützburg. Bild von der Trägsterin verändert. Nicht Statue mit Durchstellung, der Ragasmi, also sie war früher immer mehr breit gewandert, dass mir eng gefasst ging. Das heißt, die Verehrung, der muss sich allen Zeiten sofern aufpassen, dass sie aktuell ist, dass sie den Mensch von der Zeit aussprechen und dass sie etwas hergeht, Stoff hergeht, an Inhalt hergeht, an Courage hergeht, für sich den Defien von der jetzigen an der kommenden Zeit zu stellen. Die kommende Zeit, dass die an der Kirche, die Kirche ist ja kein Selbstzweck, die Kirche muss sich so erneuern, dass sie kann an der Welt, an der Umwelt, an dem Kontext national und auch international, wie das haut nicht da nicht zu denken ist, dass sie da ihre Message kann gehen und dass das nicht sich selber verkündigen, wie die Jesus Christus verkündigen, den Reich vom Herrgott, eine neue Welt proklamiert wird, die hat schon angefangen und die fängt immer schon da an, wo Menschen sich ophieren und ob sein Evangelium anlassen. Ja noch ein Wort zum Jubiläum selber so ja, das dann nach etwas ganz anderes, das Jubiläum 350 Jahre Trägsterin als Patronisch von der Stadt, da haben wir natürlich als Höhepunkt oder von mehr Höhepunkten Oktav, da das klar. Weiteren Höhepunkt ist ganz sicher
Peregrination von der Trächterin durch Gemeinschaften hier an der Stadt. Das heißt, die als Geburt gehen, kommen manch eler Leute nicht mehr an die Kathedral, da müssen wir bei die eler Leute gehen. Wir sollten am Anfang schon an Altersheimer gehen mit der Statue von der Trächterin. Hat sich aber ziemlich sehr herausgestellt, dass auch die anderen Gemeinschaften, Pro-Gemeinschaften, Sprachegemeinschaften an der Stadt wollten den Accueil von der Trächterin machen. Im Moment sind 20 Statuen fest, wo man mit der Statue von der Trächterin weit Leid ging. Das größeren logistischen Aufwand mit das schaffen wir. Du gibt Begleitmaterial zur Verfügung gestaltet, so ein kleine Broschüre mit Texter von, wo Texter über Maria an den Evangelien erschloss gehen. Das ein Broschüre vorbereitet mit Lieder und mit Gebärden, für das vier zu bereden, ob Deutsch, Französisch, Portugiesisch, meine ich. Dass die Ausstellung, die ein Teil hier steht, die Herr Nuyen dafür gestaltet, die wird auch mit an die Communität gehen, für sich auch mit der Geschichte dann vertraut zu machen. Wir stellen an dem Kontext von der Peregrination ein soziales Projekt für den an einem Favela zu Rio de Janeiro, den Herr Bischof mit den Jugendlichen wie GMG und Weltjugendlich zu Rio waren, auch besichtigt hatten, wo wir als engagieren für, dann geht, für 2 Jahre die Kammer die Betreuung zukommen zu lassen, die die Organisation auf der Platz möchte. Also kleinen Defi, wir wollten nicht direkt ein Cadeau so materialisieren, in Kron oder so, ich denke, ein Sozialprojekt als Don, als Jubiläumsgeschenk und Trächterin. Dann werden nach eine ganze Reihe anderer Manifestationen rundherum der Jubiläum stattfinden. Annehmen die Mutter Gottes Durchstellungen, die der Herr nur an der Kathedral gesieht, die den Künstler Jacques Schneider ein bisschen operiert hat, gibt so eine Tour, kann ihn durch die Stadt machen, für all die Mutter Gottes Durchstellungen zu sehen, die an den Gürteln an den Hauswänden stehen. Und das sind da nicht wenig. Stehen da 18 an der Kathedral, aber das ist nach lange nicht da. Da das zusammen auch geschieht hat am Museum von der Stadt Lützeburg, dem Geschichtsmuseum, die dann auch zu den einzelnen Statuen Informationen am Detail gehen. Da werden dann jung oder andere Visite oder Tour de Ville proposiert, die von der Stadt auch schon von Eis am Kader von der Nuit der Kathedral, die das Jahr den 21. Mai an eventuell auch dem Weekend von Noppene Kirchen, der 4. und der 5. Juni. Bon, die Exposition der Band an der Kathedral als schon etwas gesucht gehen, dann das Museum Picon-Rue zu Baschnich wird sich ein bisschen drunhängen, weil wir eigentlich fertig sind am Jubiläum, da fängen sie für vielleicht das ganz live, dass das nicht die größte Konkurrenz ist. Vom 10. September 16 bis 29. Mai 2017 machen sie eine Ausstellung Collectionné, Conservé, Exposé 350 ans du Culte de Notre-Dame de Luxembourg, wo auch dann Leihgaben aus dem Tresor von der Kathedral dann zur Verfügung gestaltet gehen. Was ich nach will dafür heben, das tut sich fand und das mein auch kein Zufall, dass wir die Fundamente von der Allerglassis-Kapelle von gesehen, wo wir praktisch den Tag drauf Decision geholt, dass die kleine Neuglassis-Kapelle in zweit klein Klack kriegt, die wahrscheinlich den 10. September dann Glassis-Kapells Kirmes dann die geweiht wird und dann noch abgehangen wird. So nehmen das nach, dass ein Tambach von der Trächterin 350 Jahre Entwurf gouf an
zu summen mit der Post von Lützeburg an der Post vom Vatikan hergestellt wird. Den Timbre könnte den 13. September raus. Geht heißt Lützeburg, wenn ich richtig am Bild sind, den 8. Oktober hergestellt. Dann als ein Konkurs de Komposition von der Union Saint-Pédis lanciert für ein Neid Mutter Gotteslied vertonen. Da sind wir ganz gespannt, ob was das dann von neuerem Wert von neuer Mutter Gottesfrömmigkeit Wert bringen. Nehmen muss ich aber auch nach den als Vorbereitung Staat Lützeburg feiert. Wir werden den Vierhofen von Maria Himmelfahrt Sonntag, den 14. August, eine Lichterprozession machen vom Glacis Hof an Kathedral, den alle Weg, auf dem ja die Statue von der Trichterin an die Freie Jesuitenkirche bräuchte. Das wird den Sonntag, 14. September, auf so mehr Dauer sind dann beim Rassemblement. Dann August. August. Was hatte ich gesagt? September. Oh, nee, August. Okay. Und dann ist natürlich der große Jubiläum, Feierlichkeit selber, den Sonntag, den 9., weil John de Sass, ich meine, das ist den 10., das wäre nicht so die ideal Gelegenheit gewesen, wo dann die geht vorbereitet, den Jubiläum mit einem Triduum 3D Aktivitäten, den Donnerstag, den 6. wahrscheinlich eine Konferenz wird Geschichte von der Verehrung, den Freitag, den 7. ist da eine Gebetsvorbereitung, eine Gebetsweihe, der Samstag, den 8. den Konzert von der Maîtrise von der Kathedral, an bei der Gelegenheit auch den Timbre, wie ich gesagt habe, vorgestellt wahrscheinlich am Nachmittag, mehr Ofes am Konzert auch den neuen CD oder Doppel-CD, wo die Maîtrise Mutter Gotteslieder angesungen hat, an Militärmusik, all die Präzessionsmärsche, die so am Lauf von den Präzessionen gespielt sind, besonders auf der Schlusspression, wo die auch angespielt sind. Also ein neuen Disc mit all dem Material. Das wird den Samstag Nacht sein, an der Sonntag, den 9. um 10:30 die feierlich Masse an der Kathedral, wo dem Domorganist Paul Breisch sein Mass, den komponiert wird, abgefordert wird. Nur der Mass wird ein Moment de Convivialité oder de Pot de l'Amitié, serviert gehen an den Aufschluss, wer doofes eng Andacht mat Tedeum sind, dat sind Detailer, die zu gegebener Zeit werden nach bekannt gemacht. Zu der Mass vom Paul Breisch, die geht bei der Schlusspression Sonntag 9. Mai abgefeiert. Mai kann man wirklich auch dazu nicht verraten. Da sind wir ganz gespannt. Wie den Roger gesagt hat, war dann aus dem Jubiläum, den wir das Jahr feiern, dann noch alles gewährt für uns vom Bistumsarchiv mit einer Ausstellung zu den Festivitäten beizudrohen. Das ist die Ausstellung, wo der Hanna da ist gesehen, sind als Talschend davon, sie 5 Panoen, die jeweils auf Deutsch und auf Französisch, an drunter sind die 5 Deutsch. Und dann haben wir auch die nämlich auf Französisch. Die Ausstellung steht während der ganzen Oktav an der Seitenentrée von der Kirche und geht dann noch auf Wanderschaft ein bisschen durch Land und Poren. Dann, wie gesagt, als deine Ausstellung oder gehen die Panoen über die Originen, also auf die Originen zurück von der Oktav und auch auf den historischen Kontext, wie sie entstanden ist. Dazu gibt es doch eine Broschüre, die hat an ihrem Dossier de Presse, das die heute, die leitet doch während der Oktav an der Seitenentrée aus, da können die Leute sich ein Matt holen. Texte an der Broschüre sind ein bisschen mehr developiert, wie das, was am Pano sieht, weil für die Pano die müssen kürzen, für das da aber nicht so viel Text gibt. Aber ich will nicht so viel angehen auf den Contenu, vielleicht ist die
hat stech wie also dechte Pano geht iwwer Devotion Marial am 16. oder 17. Jahrhundert wie die überhaupt zur Entwicklung von der Mariefeierung kommen. Dann noch zu Lützeburg am besonderen Kontext von der konfessioneller Spaltung und dann in den spanischen Niederlanden, die ja dann gedeelt waren zwischen protestantisch und katholischer Konfession. Den zweite Pano geht über das Land am 17. Jahrhundert, wird geprägt, das vor allem durch Griechen an viel Armut. Die Leute waren damals ganz arm, sie hatten nur noch zu kämpfen mit schlechtem Wetter, mit schlechten Wetterperioden, die dann natürlich auch als Agrarland schlecht rentreen zur Konsequenz haben, sodass ein großer Teil von der Population verarmt ist, und noch Sujet zu Krankheiten, hat dann noch ein Nährboden, wo für so sich noch höheren Beistand. Den dritte Pano ist generell als Maria Consolatrix als Patronin von der Stadt und vom Land. Wie generell über die Mariafeierung an der Stadt Lützeburg unter dem Abfluss vom Jesuitenorden und dann verschiedene Stationen von eben 1666 bis zur Gründung vom Bistum 1870. Und dann die letzte, also den dritten und den vierten Pano, die gehen dann speziell auf das Jahr 1666 an, mit der Initiative an der Supplik von Alexander Wildheim an Bestätigung dann durch die weltlichen Autoritäten und dann natürlich, wie schon genannt, Feierlichkeiten, die den 9. und den 10. Oktober 1666 gefeiert sind. Ich meine, das war es von meiner Seite. Ich gucke, wie weiter nicht vergisst. Wie gesagt, die Darstellung ist während den 2 Wochen an der Seitenentrée zu gesehen. Das ist auf Deutsch und Französisch an die Broschüre, die da an ihrem Dossier de Presse hat, die leitet dann noch dann aus. Stadt Lützeburg oder die Demo die verantwortlich von der Stadt Lützeburg schon die Erwählung für getrieben, die da von der kirchlichen Autoritäten akzeptiert oder ratifiziert wie dann auch durchgestanden ist. Das ist just auf dem Punkt, wo ich will so, dass die Stadt Lützeburg von Haut den hohen Patronage von all den Aktivitäten vom Jubiläum überholt wird. Ich denke, dass das auch eine wichtige Ratifizierung an eiser Zeit für die Saison mir überholende Patronage über das, was an dem Jubiläumsjahr geschieht.